meiner Fragen, um euch ein bisschen zu aktivieren, um Richtung Predigt vorwärts zu kommen hier. Also, wenn du dir Gott vorstellst, wir haben im Worship schon viel darüber gehört, wer Gott ist, wie würdest du Gott beschreiben? Wie würdest du Gott beschreiben? Ganz spontan, hau es raus. Das war wahrscheinlich das finale Wort gewesen. Unbeschreiblich, danke. Genau. Wie würdest du Gott? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Warum? Es gibt so wie ein geistliches Gesetz. Du wirst, was du anbetest. Du verwandelst dich in das, was du anbetest. Darum ist die Frage, wie denke ich Gott? Wer ist Gott für mich? Eigentlich wenn nicht die zentrale Glaubensfrage, weil daran hängt alles andere. Wenn Gott für mich so ein engstirniger, dann werde ich wahrscheinlich auch eher so. Wir verwandeln uns in das, was wir anbeten. Im Neuen Testament steht, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Paulus sagt, wir beten Gott an und in dieser Anbetung geschieht etwas, wir schauen sein Angesicht und wir werden verwandelt in sein Bild. Deswegen ist Anbetung so wichtig. Ihn zu loben, ihn anzubeten, prägt Menschen auf faszinierende Art und Weise, weil sie anfangen, sich zu verwandeln in das, was sie anbeten. Unser Bild von Gott ist matchentscheidend. Was ich heute Morgen versuchen möchte, ist euch zu einem bisschen anderen Bild von Gott zu bekehren. Nein, keine Angst, ich war nicht in einem muslimischen Land und versuche jetzt da. Nein. Aber ich glaube, es gibt da etwas, das wir in der Tiefe begreifen dürfen, gerade auch im Hinblick auf unser Jahresthema zusammen mit Jesus. Wie würdest du Gott beschreiben? Und es ist für uns als Christen ganz wichtig, dass wir am richtigen Ort beginnen, wenn wir diese Frage beantworten. Weil oft beginnen gerade auch Theologen diese Frage zu beantworten, indem sie irgendwie ganz zurückgehen zu diesem griechisch-monotheistischen Bild von diesem unbewegten Beweger. Zu diesem Gott, der irgendwo weiter draußen ist und einfach unbewegter Beweger. Und dann lese ich im Alten Testament, wie Gottes Herz in Wallung kommt. Wie er beschreibt, wenn ich sehe, was ihr tut, dann dreht es mir mein Herz um. Unbewegter Beweger kannst du also rauchen. Ja? Gott ist nicht der unbewegte Beweger. Und jetzt kommt die Sonntagsschulantwort. Wo müssen wir beginnen, wenn wir wissen wollen, wer Gott ist? Jesus, genau. Das ist, wenn wir wissen wollen, wer Gott ist, dann beginnen wir nicht mit irgendeiner Vorstellung von irgendwoher, sondern wir beginnen dort, wo es sich in der ganzen Schönheit und Fülle zeigt, bei Jesus. Jesus sagt von sich selbst, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Also Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht Gott. Ich weiß nicht, das habe ich schon erzählt, dieser kleine Junge, der ein Bild gezeichnet hat und dann sagt seine Mama, du, was zeichnest du? Ja, ich zeichne Gott. Ja, nein, also niemand weiß, wie Gott ausschaut. Dann der Junge, doch, wenn Sie mein Bild gesehen haben, dann wissen Sie es. Etwa so. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht Gott. Philippus, einer seiner Jünger, der hat es auch nicht gecheckt, so wie wir manchmal, der stellt ihm diese Frage, zeige uns den Vater. Und dann sagt Jesus, aber Philippus, jetzt bin ich schon so lange bei dir und du hast es immer noch nicht begriffen. Dann sagt er es ein bisschen anders, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, der hat Gott gesehen. Und es ist nicht nur so, das ist ganz wichtig, es ist nicht nur so, dass wir quasi, wenn wir Jesus sehen, wissen wir alle Eigenschaften von Gott. Er ist gleich wie Gott. Es geht noch tiefer. An einer anderen Stelle sagt er, ich und der Vater sind eins. Und bei eins steht hier nicht, wir sind eine Einheit. Es steht ein Zahlwort. Ich und der Vater, wir sind eins. Weißt du, was die Juden gemacht haben, als er das gesagt hat, oder? Steine und das ging überhaupt nicht, dass jemand sagt, ich und Gott sind eins. Sie wollten ihn steinigen. Man kann es weiterlesen, sie haben es ein weiteres Mal zum Glück noch nicht gemacht. Dieses Geheimnis von diesem dreieinigen Gott
da möchte ich heute noch einmal kurz ein bisschen rein, und es ist im Fall schwierig. Einfach, dass ihr es wisst. Ich probiere es noch einmal. Ja? Weil es ist so wichtig, das zu verstehen, damit dieses Zusammen richtig zum Leuchten kommt. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem Neuen Testament, wo es uns komplett verwirrt in einem gewissen Sinne. Weil er genau über dieses Geheimnis spricht. Und es ist ein Geheimnis, aber ein bisschen kann man es verstehen. Und weil es ein Geheimnis ist, ist es manchmal auch ein bisschen, ja, das ist mir jetzt abstrakt, das ist mir gleich. Aber es ist wichtig. Und zwar, der Text steht im Johannes-Evangelium 14, Vers 16 bis ungefähr 23. Und dann spricht Jesus mit seinen Jüngern zusammen, letztes Mal zusammen mit ihnen, feiert Abendmahl, sagt ihnen ein paar ganz wichtige Dinge. Und dann sagt er, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Soweit verstehen wir das. Also Jesus verspricht, der Heilige Geist kommt und er wird in euch sein. Okay. Und dann ohne Atem zu holen, ohne Punkt und Komma, aber ein guter Punkt ist zumindest in dem Text da, sagt er, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Also Moment, ist es jetzt der Heilige Geist, der kommt? Oder kommt jetzt Jesus? Und er erklärt es, er sagt es einfach, also der Heilige Geist kommt, nein, ich komme zu euch. Und dann geht der Text ein bisschen weiter und dann sagt Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ich bin komplett verwirrt. Also wer kommt jetzt ganz genau? Jetzt kommt der Geist oder kommst jetzt du oder kommt jetzt... Es kommt immer das ganze Paket. Die kommen immer zusammen. Ich kann nicht Jesus sagen, ohne Vater zu sagen. Damit sage ich nicht, dass sie das Geheimnis. Sie sind schon drei, aber sie sind so fest eins, dass wenn einer kommt, kommen immer alle. Es ist Gemeinschaft. Gott ist im Herzen einig. Also, wenn man das liest und man hat ein klassisch monotheistisches Bild, dann bist du ein bisschen verloren. Wir sind nicht Monotheisten im klassischen Sinn. Es gibt einen Gott. Und ich versuche das jetzt zu erklären. Okay. Nein, zuerst sage ich noch etwas anderes, genau. Ich und der Vater sind eins. Alles, was Jesus so anziehend macht, ist immer, dass wenn er etwas macht, auch wenn wir von ihm lesen in Evangelien, dann ist immer dieses ganze großartige Liebeskavum von Vater, Sohn und Heiliger Geist in Liebe, in Ewigkeit verbunden, ist immer präsent. Es kommt immer der ganze dreieinige Gott zu den Menschen. Und diese Liebe zwischen den Personen, Didi hat gesagt, Gott ist Liebe. Gott kann nicht Liebe sein, wenn er nur einer ist. Liebe braucht ein Gegenüber. Diese ganze Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist, die ist mit Jesus in die Welt hineingekommen. Die Kraft einer Gemeinschaft der Liebe, die so innig verbunden ist, dass sie ein Gott sind, ist durch Jesus in die Welt gekommen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, im Neuen Testament gibt es keine Trinitätslehre. Ja und nein. Es gibt eine Trinitätspraxis. Man sieht in Jesus immer diese drei Personen am Hand. Das ist nur ein Text, ich habe ganz, ganz viele. Und das haben die frühen Christen übernommen, ohne eine ausgefeilte Trinitätslehre zu haben. Und weil, genau, langsam René, eins nach dem anderen. Gut. Die Trinitätspraxis. Sie haben getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, weil Jesus ihnen gesagt hat, sie sollen das tun. Wenn ich das im Islam sage, dass im Namen eines anderen als Gott etwas geschieht, wäre das Blasphemie. Theoretisch, wenn ein Muslim seine Sache richtig ernst nimmt, darf ich nicht im Namen Jesu zu Allah beten. Obwohl, das ist ganz interessant. Ich kann das Thema wechseln, aber ganz kurz. Wisst ihr, wer die einzige Person im Koran ist, die Wunder tut? Das ist wieder Sonntagsschau-Antwort. Jesus ist die einzige Person im Koran, die ein Wunder tut. Und das wissen Muslime auch. Ich habe viel gelesen, ich habe sogar arabische Zitate weitergeschickt, anderes Thema. Gut. In der Taufe gibt es die Trinitätspraxis, in der Liturgie, im Gebet, dass sie Gebet haben im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass man das tut. Auch gerade in der katholischen Kirche mit diesem Kreuzzeichen. Das ist nicht nur Floskel, das ist immer um Anfang zu klären, von welchem Gott reden wir hier. Wir kommen ja jetzt, genau, nochmal René, zurück zum Thema. So. Im Neuen Testament steht zum Beispiel Paulus, einfach ohne dass das super reflektiert ist, was das genau bedeutet, sagt er am Schluss des 2. Korintherbriefes, die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
kann das einfach so sagen. Wenn du das in einer anderen monotheistischen Religion sagen würdest, steh, wo Flüge. Oder im Bekenntnis, dieses apostolische Glaubensbekenntnis, das viele von uns kennen, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen Sohn, das ist aus dem 2. Jahrhundert. Also es gab eine Trinitätspraxis, sehr früh. Die haben wie verstanden, in Jesus kommt uns nicht nur ein Mensch entgegen, aber sie haben das nicht in der Tiefe so lehrmäßig festgehalten. Und dann kam das Christentum in eine Welt, wo die Leute halt Fragen gestellt haben und ja, aber war Jesus wirklich Gott und so. Und dann kam diese ganze ausgefeilte Trinitätslehre, die ein bisschen abstrakt tönt. Unvermischt, ungetrennt, ungesondert. Okay. Aber die Realität, die Praxis, die Realität der Trinität ist etwas, wir müssen dort beginnen. Auch wenn dieses zusammen leuchten soll, müssen wir dort beginnen. Die Grundaussage des Neuen Testaments, gerade wenn man das Johannesevangelium auch noch mit hineinnimmt, ist, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die haben da ist Leben, da ist Liebe in Ewigkeit. Das ist der Gott, den wir anbeten. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, in Ewigkeit, in Liebe verbunden. Die haben ein Riesenfest zusammen. Jeder schenkt sich dem anderen und es sagt uns, kommt mit in das Haus. Das ist die Einladung, dass wir, die ganze Schöpfung, Gott wird alles in allem sein. Teil dieses großartigen Liebeskavums ist, dass die Liebe zwischen Vater und Sohn am Schluss das Einzige ist, was diese Welt prägt. Das ist schon mal eine Hoffnung. Ja, jede Beziehung geprägt von diesem Liebeskavum zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Dorthin geht die Reise. So, warum ist das wichtig? Es ist eben wichtig, weil dann alles in unserem Leben zusammenschreit. Wenn wir Gott so denken. Und so wie wir in unserer Gesellschaft leben, alles du, ich schreit. Und in der Tiefe beginnt es mit diesem Bild von Gott. Und was ich jetzt nochmal probiere, in 5 Minuten, ist euch das ein bisschen zu erklären. Wie soll ich mir das vorstellen? Aber eigentlich hat Beatrice gesagt, es ist unbeschreiblich. Probieren wir es trotzdem ein bisschen. Sind wir noch da? Wenn wir über eine Person nachdenken, dann sehen wir immer ein Individuum, eine einzelne Person. Und wenn wir über Identität nachdenken, dann ist es einfach so, wir definieren mal, wer diese Person ist. So. Und in einem zweiten Schritt hat dann diese Person noch Beziehungen. So, also ja, das ist so, ich, der René oder so. Und dann nachgelagert habe ich noch eine Beziehung mit irgendjemandem. Bei Gott ist das anders. Die Beziehung macht, wer er ist. Das ist nicht, ich definiere mal den Vater und dann definiere ich den Sohn und dann definiere ich den Heiligen Geist und genau jetzt haben die irgendwo eine Beziehung zueinander. Sondern diese Liebe zwischen Vater und Sohn, die gehen vollständig, die verschenken sich die ganze Zeit an diese andere Person. Darum die sind so radikal eins, dass es eben ein Gott ist. Aber die Liebe zwischen ihnen definiert, die Beziehung definiert, wer sie sind. Es ist nicht, zuerst bin ich da und da habe ich noch eine Beziehung. Ein ganz gescheiter Philosoph hat mal gesagt, er war nicht mal Christ, das Ich wird erst durch das Du zum Ich. Und genau das ist, was Gott ist. Der Vater gibt sich so vollständig dem Sohn hin. Er liebt ihn so vollständig, dass Selbstverwirklichung für Gott heißt, ich liebe und habe Beziehung. Ich gehe im anderen auf. Ich lebe vollständig im anderen. Jesus sagt, der Vater in mir, ich im Vater und ihr in uns. Ich dachte so, wow. Ja, es ist schon nicht so einfach. Aber es ist ganz wichtig. Person heißt, wenn wir von Gott als Person reden, ja, aber Person heißt nicht, das heißt so ein abgeschlossenes Universum und die hat dann noch Beziehung, sondern Beziehung definiert, wer diese Person ist. Und das ist eben wichtig, weil dann alles, was wir machen, was wir sind, dieses zusammenschreit. Ich finde es interessant, oder? Je nachdem, in was für einer Zeit wir kommen wir raus. Wer hat das Gefühl, kommt raus? Ja, das klingt gut. Das ist mehr als die Hälfte. Es ist ein Geheimnis, aber ich hoffe, ihr versteht, was ein bisschen der Punkt ist. Weil je nachdem, in welcher Zeit wir leben, muss man vielleicht etwas anderes betonen. Im Alten Testament, in einer Welt, wo es für jedes Bobo einen anderen Gott gibt. Also im Alten Testament gibt es lustige Geschichten. Es gibt für jede geografische Einheit gibt es andere Götter. Kennt ihr die Geschichten im Alten Testament? Oder wo irgendwer hat Beef mit Israel und dann verlieren sie die erste Schlacht. Und dann sagen sie, ja, vielleicht, wir haben in den Bergen gegen sie gekämpft. Vielleicht sind ihre Götter Berggötter. Lass uns im Tal gegen sie kämpfen. Dann haben sie keine Chance. Und dürft ihr mal raten, sie haben alle auf den Sack bekommen. Weil Gott eben nicht so ist. Aber im Alten Testament gab es
so viele Götter ringsumher und so weiter. Es gibt einen Gott, der alles geschaffen hat. Klammer, auch dieser eine Gott sagt zu Beginn der Schöpfung, lasst uns Menschen machen. Also so ein bisschen so, es ist eigentlich anders, aber jetzt zeige ich das dir noch, wenn der Jesus kommt. Also schon im Alten Testament hast du Andeutungen davon. Aber eigentlich wird da betont, ein Gott. Und das ist wichtig. Wir glauben nicht an, wie sagen wir, Pantheismus, Polytheismus. Es gibt einen Gott. Aber das ist eben nicht eine Person in unserem Sinne, sondern in diesem dreieinigen Sinne. Beziehung macht, wer er ist. Das kommt nicht erst hinterher. Wir leben in einer Zeit, die so auf das Individuum fokussiert ist. Wo es gibt nicht genug Gemeinschaft. Es gibt so viel Einsamkeit, Beziehungen. Es gibt so wenig Beziehungen, die wirklich Menschen menschlich machen. Viele Beziehungen sind von 1000 Dingen geprägt. In so einer Welt, glaube ich, ist es wichtig, hochzuheben, dass Gott im innersten Wesen Gemeinschaft ist. Wenn Gott das ist und wir werden verwandelt in sein Bild, was heißt das wohl für uns? Wir müssen ein bisschen ausbrechen aus unserer Kultur und Zeit. Ich glaube, zusammen ist wunderschön und viele von uns erleben das auch so, aber zusammen hat einen Challenge. Und ich habe euch einen Satz mitgebracht, der war für meine Frau und mich sowieso BAM, also so funktioniert unsere Welt. Ein Satz, der hat jemand uns gesagt, der für mich wie zusammenfasst, wie unsere Zeit funktioniert. Wir waren in einem Restaurant und Leute nebendran haben irgendwie sich unterhalten und wir gemerkt, die suchen etwas, die verstehen etwas nicht, geografisch, keine Ahnung. Und wie wir sind, haben wir gesagt, ja, dürfen wir helfen? Und dann kam dieser Satz, den werde ich meinen Lebtag nicht mehr vergessen. Diese Frau, glaube ich, war das, hat dann gesagt, ich brauche keine Hilfe, ich habe Google. Ich brauche keine Hilfe, ich habe Google. Oder heute würde man sagen, ich habe ChatGPT. Brauche ich keine Hilfe, ja, Google. Wie kann man besser den Zeitgeist zusammenfassen? Ich meine, Menschen, wir kriegen alles, um möglichst unabhängig von allen anderen Menschen zu leben. Es ist das Ziel bei uns im Westen, unabhängig zu sein. Möglichst finanziell unabhängig. Und irgendwie, dass ich alles, was ich wissen muss, bei ChatGPT fragen muss, den Großvater fragen. Warum soll ich? Da weiß ich nichts. Und ich habe nichts gegen ChatGPT, gegen Google schon ein bisschen. Aber nein, aber was ich sagen will ist, es macht etwas mit uns. Wir brauchen einander wie gar nicht mehr. Oder wir denken, wir brauchen einander gar nicht mehr. Und das ist so, das zersetzt uns, das dehumanisiert, Entschuldigung für die Sprache, uns. Das macht uns zu irgendwie komischen Wesen. Ich wollte jetzt nicht wieder bashen und trotzdem Body. Manchmal denke ich, ich bin im Zombieland, wenn ich im Zug bin. Ich habe einen Bucku über am Schluss. Nichts gegen das Handy, nur ein bisschen. Aber versteht ihr die Dynamik? Der Konsumkapitalismus funktioniert so, dass er sagt, du musst unabhängig sein und für dich schauen und möglichst viel für dich rausholen und Beziehungen sind immer erst nachgelagert. So leben wir. Und das Witzige ist, wenn man das anschaut, es könnte sogar sein, dass das ein bisschen damit zu tun hat, geistesgeschichtlich, dass die Christen Gott zu wenig dreieinig im Westen und zu fest als Person, im Sinne von, wie wir Person verstehen, gepredigt haben. Gott ist der dreieinige Gott, er ist Gemeinschaft im Wesen. Und wenn wir das glauben, dann ist zusammen first. Dann ist es nicht das Zweite, es ist nicht optional. Bei Gott definiert zusammen, wer er ist. Und bei uns wäre es schön, wir würden uns in die Richtung bewegen, dass es auch so wird. Wir möchten ja werden, wie Gott ist. Und das ist einfach meine Frage jetzt, bevor ich es ein bisschen noch konkret mache. Wie lebst du selber? Wenn du ganz ehrlich bist, das ist nie, ich bin kein Vorwurf, sondern einfach Reflexion. Wie ist das bei dir? Siehst du dich vor allem so als ich für mich, als unabhängiges Individuum, möglichst viel Unabhängigkeit? Und dann schaue ich mal, welche Beziehungen mir noch ein bisschen etwas nützen könnten. Man kann so leben, man darf so leben, sogar definiert. Aber ich glaube, es gibt eine schönere, hoffnungsvollere Art und Weise, Mensch zu sein, als die. Da müssen wir wirklich aus unserer Kultur ausbrechen. Übrigens interessant, das können wir uns nur leisten, weil wir so reich sind im Westen. Alle Länder, die nicht so reich sind, die haben viel mehr ein Wir-Gefühl. Auch immer nur, ich will das gar nicht verklären. Aber zum Beispiel Marokko, gibt es wenig Liebe, habe ich das Gefühl. Aber es ist eine Zusammenkultur.
Es ist viel mehr und interessant, das ist ganz interessant. Es gibt eine Untersuchung, in Amerika gibt es in einem bestimmten Zeitraum von wenigen Jahren waren es wieder 9 Millionen mehr Menschen, die so in einem Konstrukt von 3 Generationen in der Nähe voneinander gelebt haben, als es vorher war. Warum? Wirtschaftliche Gründe. Finanzen zwingen einem da und sagen, ich kann nicht allein. Ich brauche auch finanziell andere. Ich habe mir gesagt, wenn du in Mexiko heiratest, dann heiratest du 2 Familien, ungefähr 140 Leute. Ja? Und der bist La Familia oder und so. Ist auch alles nur cool, aber in diese Familie die wissen genau, wir haben Ressourcen gemeinsam, wir haben Einfluss gemeinsam und so. Und La Familia. Bei Gott ist es ja auch noch anders. Bei ihm ist eben kein Club für sich, sondern geht immer für sich heraus. Aber nochmal ein anderes Thema. So, also, wie leben wir? Ich habe so 3, 4 Vorschläge, wie man das ein bisschen konkreter machen könnte, bevor wir dann weiter in diese Serie von zusammen weitergehen. Aber ich glaube wirklich, wenn wir an den dreieinigen Gott glauben, dann ist dieses zusammen eben nicht nur ein Zusatz, so quasi ein Add-on, sondern es ist Default, es ist Standardeinstellung. Ich weiß und verstehe dann, dass das Wir für meine Agenda ebenso wichtig ist wie das Ich. Ich verstehe dann, dass ich meine Zeit nicht nur frei schwebend verpflanze. Das ist ja das Gemeine an diesem Individualismus. Er verspricht Freiheit. Und ja, ich schätze das schon sehr, dass ich Freiheit habe. Aber am Schluss macht es die Menschen einfach einsam. Jeder für sich. Und wenn ich sage, das ist meine Standardeinstellung, wie bei Gott, die Beziehung ist nicht das Runternicken, sondern es definiert, wer ich bin. Dann werden wir eben bei ganz konkreten Fragen. Wie ist es für das Wir? Wie sieht es aus für unser Oikos, für unsere Community, für die Menschen, wo ich sage, da habe ich Beziehung mit Bundescharakter. Das ist nicht einfach nur so Gelegenheit. Zusammen. Dann das Zweite ist dann auch, was Kirche ist. Kirche ist eigentlich einfach ein Club, wo sich so Individuen treffen. So jetzt bin ich halt in der Vignette Alten. Das hat mir da einer verschlagen. Und so langsam passt, bin ich da und nachher gar nicht. Niemand von uns denkt so. Aber wir verstehen, was ich meine. Es ist kein Club. Und es ist schon gar kein Club, der nur für sich selbst lebt. Der dreieinige Gott geht immer über sich heraus. Die Liebe zwischen Vater und Sohn, die will immer noch weitergehen. Und dann ist die Schöpfung entstanden. Und dann lieben die ganze Schöpfung. Und versteht ihr? Die Liebe geht über sich hinaus. Darum ist Kirche eine Family, eine Familie, die sagt, wir möchten möglichst die ganze Welt mit hineinnehmen in dieses großartige Liebeskavum zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wenn du das ein bisschen vertiefen willst, lies einfach Johannes Evangelium Kapitel 13 bis 17, hohepriesterliches Gebet. Da dreht es im Kopf am Schluss. Ich in euch, ihr in mir, der Vater in mir. Wo wir, genau das, es definiert, wer wir sind. Wir sind ineinander irgendwie. So. Und der Johannesbrief ist auch ganz gut, um das zu verstehen. Wir als Kirche sind nicht eine Anhäufung von Individuen. Wir sind eine Familie mit einer Mission, in dieser Welt etwas sichtbar zu machen davon, wer Gott ist. Dieses Zusammen dürfen wir dann, und das wäre das Nächste, und das ist mir ganz wichtig, das kommt immer mehr, das drückt immer mehr durch in den letzten Jahren. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Zusammen nicht nur innergemeindlich verstehen. Ich glaube, die Gefahr ist ein bisschen, dass Freikirchen aus verständlichen Gründen, wir sind ja nicht gerade so die beliebtesten Leute in der Gesellschaft, oder? Schon gemerkt? Oh nee, das ist gut, das ist super. Ich habe so einen Freikirchen-Alert, dass immer wenn Google was raushaut, wo Freikirche vorkommt, komme ich in meinen Posteingang. Und das ist furchterregend. Du liest kaum mal was Positives von Freikirchen. Aber weißt du was, morgen kommt schon eine andere Zeitung. Ja. Genau. Also deswegen hat man so ein bisschen so eine Schutzwall-Mentalität aufgebaut. Wir hier, so Insel der Seligen, dort die böse Welt. Dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht, wir müssen diese Mauern, wir sind eine Kirche ohne Mauern, wir versuchen es zu sein, abbauen. Ich glaube, und ich bin je länger, je mehr davon überzeugt, es gibt eine universelle Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, geht wirklich nicht, aller Menschen. Wir sind zutiefst verbunden mit allen Menschen. Wenn Gott ein dreieiniger Gott ist, dann bist du nicht zutiefst verbunden mit der ganzen Welt. Du kannst das nicht wählen. Liebe deinen Nächsten, ich habe das schon mal gesagt, Nächster heißt Stammesverwandter. Das ist einfach der am nächsten geografisch. Der ist irgendwie verwandt mit mir. Es gibt eine universelle Brüderlichkeit aller Menschen. Es muss uns betreffen, was den Menschen um uns herum geschieht, wenn wir verstanden haben, dass Gott dreieinig ist. Ich habe schon mal gesagt, wenn Gottes Liebe
diese Liebe zwischen Vater und Sohn und Heiligen Geist in uns zum Ziel gekommen ist, dann werden wir alle Menschen behandeln, als wären sie unsere Familie. Wenn Gottes Liebe in uns zum Ziel gekommen ist, werden wir alle Menschen behandeln, als wären sie unsere Familie. Das heißt nicht, dass Menschen, die uns Böses wollen, dass wir da naiv sein müssen. Wir machen den ersten Schritt und wenn wir merken, wir kommen so Verlatz über, dann ist auch gesagt, dann geht weiter. Aber wir behandeln alle Menschen, als wären sie im erweiterten Sinne unsere Brüder und Schwestern. Wenn uns das gelingt, glaubt mir, dann wird sich sehr vieles ändern. Weil dort, wo wir Menschen so behandeln, werden sie verstehen, wer Gott ist. Viel mehr, als wenn wir sagen, komm zu unserem Club. Komm zu unserem Club. Nein, wir behandeln sie so, als wären sie schon ein bisschen Teil des Clubs. Die schauen mich sehr lange an. Es ist wichtig. Es ist mir gleich, als irgendjemand sonst denkt. Wenn Gott rein, diese Liebe zwischen Vater und Sohn, die schließt alles ein. Die orthodoxe Theologie wäre das super, da kommst du gar nicht raus, das ist so mystisch. Aber eines habe ich verstanden. Für sie ist immer der dreieinige Gott, der einfach in die Welt geht und alles umarmen will. Das ist so der Kern der orthodoxen Theologie. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr davon haben. Diese universelle Brüderlichkeit aller Menschen hochheben. Weißt du, was du da machen musst? Ja, keine Ahnung, was für Zeit das ist. Weißt du, ja, viel Zeit. Weißt du, was du da machen musst? Nicht schneller werden. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Ich muss ja früher fertig sein als sonst, aber früher da. Okay. Ich glaube, ich verliere das Predigen in Marokko. Wie hat diese Reise, dass die Liebe Gottes fühlbar wurde in der Welt, für Jesus begonnen? Wie hat sie begonnen? Sie hat begonnen, dass er sich brutal verletzlich gemacht hat. Er wurde ein Baby, zuerst in einem menschlichen Körper, dann in einer Krippe. Er war total abhängig. Dass die Liebe Gottes in die Welt kommt, beginnt, indem du und ich verletzlich werden. Indem wir nicht Mauern bauen, sondern Brücken. Wir müssen uns verletzlich machen. Wir müssen sagen, ich brauche dich, zu Menschen, die noch nicht Christen sind, damit sie Gott kennenlernen. Es braucht Verletzlichkeit. Und das können wir nur leben, wenn wir überzeugt sind, dass es diese universelle Geschwisterlichkeit aller Menschen gibt. Wir laden Menschen an unseren Tisch ein, wir behandeln sie wie Familie, wir bauen Brücken und wir teilen, das ist das letzte von diesem Punkt, wir teilen Menschen nicht in Gruppen ein und sehen sie dann durch die Linse dieser Identität. Das ist gern gekommen, das ist ganz super, du hast das gespürt. Hey. So viel in dieser Welt werden Menschen in Gruppen eingeteilt und das ist einfach da und das ist ein Freikircher und das ist ein Schwuler und das ist ein Linker und das ist ein SVPler und dann sehen wir nicht mehr den Menschen, sondern wir sehen diese Box. Trumpianer, Bideniten, so ein Käse. Man teilt die Menschen nicht in Gruppen und schaut durch diese Linse an, sondern man sieht den Menschen. Die Leute da draußen sind im erweiterten Sinne unsere Familie. Und last but not least, wir haben Geld und Besitz, um Gemeinschaft zu schaffen. Das ist auch eine Aussage. Gott verschenkt immer alles. Gott verschenkt alles. Alles, was er hat, verschenkt er immer weiter an uns. Wir haben Geld und Besitz bekommen, um Gemeinschaft zu ermöglichen. Das ist auch der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und so Sozialwesen. Sozialwesen gibt Leuten Geld und das ist wichtig, damit sie auch teilhaben können an diesem Konsumkapitalismus. Barmherzigkeit sagt, ich mache nicht nur das für dich, ich will es mit dir machen. Komm am Tisch. Die Lösung von Armut ist nicht mehr Geld, es ist mehr Gemeinschaft. Ein Kirchenvater hat das sehr prägnant gesagt, ich muss es vorlesen, ein langes Zitat. Sieht fertig, aber das muss ich noch machen. Unser Geld gehört dem Herrn, wie auch immer wir es gesammelt haben mögen. Deshalb hat euch Gott nicht erlaubt, mehr zu haben, nicht um es an Prostituierte, Alkohol, teure Speisen, Kleider und alle anderen Arten von Trägheiten zu verschwenden, sondern um es an die Bedürftigen zu verteilen. Der reiche Mann ist eine Art Verwalter des Geldes, das zur Verteilung an die Armen bestimmt ist. Der Johannes Chrysostomos im 4. Jahrhundert. Mögen wir aufstehen? Wir müssen noch zurück. Ich möchte etwas noch sagen und dann beten wir zusammen. Gestern Morgen habe ich
weil ich diese Predigt vorbereitet habe und mich stark beschäftigt hat es mich wie neu vertieft, was Jesus für dich und mich am Kreuz getan hat. Etwas vom Letzten, was Jesus am Kreuz sagt, ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn diese Beziehung zum Vater zutiefst ausmacht, wer Jesus ist, dann hat er ihm am Kreuz einfach alles aus ihm rausgerissen, was ihn zu dem macht, wer er ist. Er hat alles gegeben. Der Sohn, der in Ewigkeit mit dem Vater in Liebe verbunden ist, er leidet als Mensch. Dieses absolute Getrenntsein von Gott, damit du und ich Vergebung der Sünden bekommen können. Lass uns beten. Und vielleicht so ist ein bisschen reflektieren noch. Wo fordert Gott dich heraus? Dieses Zusammen ein bisschen mehr zur Standardeinstellung zu machen. Wo solltest du ein bisschen weniger sagen, ich brauche keine Hilfe, ich habe ChatGPT oder was auch immer. Wo teilst du Menschen so in Gruppen ein und siehst eigentlich schon immer die Gruppe und bist gar nicht bereit, dich auf Begegnung einzulassen? Fundamentalismus im schlechten Sinne ist eine Begegnungsvermeidungsstrategie. Du bist das und ich bin das und ich will mit dir nichts zu tun haben. Der dreieinige Gott macht das nicht so. Und wo könntest du mit dem, was Gott dir gegeben hat, am materiellen Besitz Gemeinschaft ermöglichen, anstatt es zu deiner eigenen Belustigung auszugeben? Lass uns beten. Gott, du bist Liebe. Das ist das, was dich im Innersten ausmacht. Und wir beten dich an. Wir beten dich an als Vater, Sohn, Heiliger Geist, in Ewigkeit, in Liebe verbunden. Als den Gott, der immer selbstlos liebt, sich immer selbstlos an andere verschenkt. Der das, was er hat, immer anderen schenkt. Der das, was er ist, mit anderen teilt. Wir beten dich an, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Du bist Liebe in Person. Und ich bitte dich einfach, dass wir in der Welt, in der wir leben, es schaffen, mehr davon wieder zu spiegeln. Dass du uns zu Menschen machst, die wie du einfach das, was sie sind und haben, mit anderen teilen. Die das zusammen suchen. Die für andere gehen. Die verstanden haben, Selbstverwirklichung heißt, ich verschenke mich und kriege mehr zurück, als ich gegeben habe. Und damit diesen endlosen Kreislauf der Großzügigkeit, der du bist, weiter fördern in diese Welt hineinbringen. Lass uns doch einfach so, wo Gott bleibt. Wir singen noch ein Lied und dann schließen wir zusammen ab.